Es war schön, die Gelegenheit zu haben, hier Gottes Wort mitzuteilen. Ich sehe Freude tau über auch nach Feis. Da spielt sich so, statt einmal der JP mitteilen wollte, wie fällt sich so, bleibt immer beim Nervös sein, wenn sein Wurzel mitteilen. Und so geht mir das auch. Da spielt sich so klein und wo, wenn er das getan hat, jedes Mal, wenn ich war hier 4 Stunden fair um. Was van ein viel Kraft von boven. Pastor Henry Wall führt mich von das Mal, es sagt 4 wir. Auf Englisch sagen sie, von einer excited as ein Reiter sagen sie einmal, are you on fire? And ich bin on fire for the Lord. Aber ich sage Henry Wall einmal ein bisschen aufjanstig, dass wenn Gott sein Wort mitteilen, dass hier das einmal zu sein, dass er ist on fire, er ist on fire. Und nicht bloß auch viele andere Redner. Da muss er einmal wieder abhosten, dass er nicht aufjanstig ist. Und ich habe gebeten, dass Gott würde mir das schenken, dass er mir würde Excitement geben, dass das zu sein ist, wenn ich Gott sein Wort mitteilen darf, dass die Satara Twins, die sehen mal, dass die hier in Jahren 3, dass die Menschen wir nicht überrein, dass die nicht überrein überbabbeln. Und sie hat mit mir, ich babbel gleich immer. Ich wünsche einfach mal gleich, dass sie können sein, oh, der ist excited. Und das meint, wenn ich das nicht excited sein, und ich bin excited, dass ich Gott sein Wort mitteilen. Und das habe ich nur durch Christus tun, und das ist, was meine Botschaft von das Mal ist, das Leben durch Christus. Und wenn ich in die Bibel mithaben, wenn ich nur Kolosser 3 drehen, ich war mehrere Versen aus Kolosser 3 lesen. Und dann werden wir mal angucken, was da geschrieben wird. Das will sagen, dass als nur durch Christus, dass wir das tun. Wir uns selbst, dann sind wir kraftlos. In der ersten Vers sagt er, wenn ihr nun mit Christus von dort abgestoßen sind, dann segne dort, was boven ist, wo Christus bei Gott an der rechten Seite sitzen wird. Also wenn wir nie geboren sind, in Christus sind, wenn wir mit Christus von dort abgestoßen sind, dass wir in Schlüssel 3 celebraten, dass Jesus Christus sein Tod, sein Bett leiden und sterben und noch weiter abstoßen. Und wenn wir auch sind, dass dort, dass er ist gestorben und weiter abgestoßen. Und so sind wir auch, wenn wir in Christus sind, dann sterben wir und stehen ab als eine neue Person. Und dann haben wir ein anderes Leben, dann sind wir eine andere Person, sind wir nie. Aber dann sollen wir segnen, nur dort, was boven ist. Und das Schrift, wir sollen segnen. Das kommt nicht versalzt. Wir können das nicht bloß stuhl sagen und zu denken, wir sind eine neue Kreatur, nur wird das alles versalzt kommen. Wir machen einen Segen, das ist hier geschrieben, das segne dort, was boven ist, wo Christus bei Gott an der rechten Seite sitzen wird. Also das Himmlische. Und der zweite Vers sagt, denkt an dort, was da boven ist, und nicht an dort, was abgeiert ist. Und das ist ein großer Unterschied, wenn wir denken, was da boven ist, dort, wo unsere Kraft von kommt, und das dort zu haben. Ein großer Unterschied von dort und von abgeiert. Und was hier abgeiert ist, das sollten wir gleich denken. Unsere Gedanken da boven haben, zu aller Zeit. Und das war das ist ein großer Unterschied zwischen Erd und Himmel. Wir sind hier abgeiert, solange es Gott uns das Leben schenken wird. Und dann haben wir eine Arbeit zu tun. Über unsere Gedanken soll wir bewegen, wenn wir noch hier bei Erden sind, unsere Gedanken soll wir bewegen, zu aller Zeit boven haben, im Himmel. Und ihr durch verschiedene Tiden durch, schwere Tiden durch, einmal, und dann denkt ihr da an. Dann hat man unsere Gedanken bloß da, dort wo einer erst bei der Arbeit, bei der Kirche, einmal kann er dann nicht mal die Botschaft so recht verstehen, hier will seine seine Gedanken hier bei Erden. Und das ist ein Unterschied, das sagt, wir sollen unsere Gedanken boven haben. Und besonders, wenn wir denken, was da boven ist, dort sind Dinge, die nicht vergehen. Hier auf Erden Dinge vergehen. Da fällt sich einmal eine lange Zeit, wo einer durchgehen wird, in den Tiden, über die vergehen. Aber im Himmel nicht. Dort vergeht er nicht. Und besonders, so, was noch nicht zu Jesus Christus gekommen sind, noch nicht nie geboren sind, der hat die Dinge hier auf Erden, der hat das nicht. Das ist alles, was der hat.
Also der machen ihre Gedanken hier in ihren Hand und hier hauen, willst das, was sie haben. Deswegen ist es so wichtig, dass wir nie in die Buren wollen, dass wir was anderes haben, dass wir Dinge haben, wo wir uns können anhauen und verloren. Wenn wir denken an Kolosser 3, Vers 5, so ist geschrieben, dass sagt, deswegen merkt alles in den Tod, was von der sinnlichen Natur kommt. Also das kommt von der irdischen, von der sinnlichen Natur. Der Hüterie, Unreinigkeit, sinnliche Leidenschaften, böse Last, und Geiz. Und sagt, Geiz ist gleich so aus Jatterdeinen. Habe ich mal angedacht, Geiz ist sein, dass das Jatterdeinen, sagt er hier. Der Schrift hat mehrmals auf verschiedenen Städten Dinge verglichen. Wenn ihr so und so dann dort als gleich so aus dort oder dort. Wenn wir uns Bruder hassen, dann das ist Mörder. In so Meierstädten. Und hier sagt er, Geiz ist so aus andere Jatterdeinen. Und wir wissen, was Gott davon holen wird. In 2. Mose 20, Vers 3 sagt er, je dürfen keinen Gott haben, büter mir. Das ist kein Gott. Gott will haben, wir sollen bloß arm haben, bloß ein Gott. Der wahre Gott, der wahrhaftige, lebende Gott. Das darf ich kein Gott dein. Und wir wissen, dass wir oftmals sagen, unsere Horten hier ab ihr, an Dinge rum uns, was hier zu haben ist, und da bühren wir ab. In Psalm 119, Vers 36 sagt, Gef mein Hort dort verlangen, den Gesetz zu gehorchen, lieber als recht worden. Weil viele Menschen die büren ab recht worden. Und da merkt ihr einmal, wenn Menschen beobachten, wenn die in der Geschäfte sind, wo da stehen sie da und dann sie Tickets scratchen. Sie wollen recht worden. Sie verlangen und hoffen, dass sie wollen, vielleicht wollen sie gewinnen. Wir hatten gestern eine Prayer Meeting, Pastor Henry teilt mit jemand von dort mit, wo Menschen dort büren und hoffen, dass sie wollen noch mal recht worden. Sie wollen gewinnen, viel Geld gewinnen. Da büren die Menschen ab. Aber der Psalmist sagt, jetzt mein Hort dort verlangen, den Gesetz zu gehorchen, lieber als recht worden. In Vers 37 in Psalm 119 sagt, lenk meine Augen auf von nutzlosen Dingen, beleef mich mit neuer Kraft. Und die Kraft, die habe ich von boven Hand, was Gott uns kann geben. Nicht hier, hier kriegen wir die Kraft gleich. Hier ist die Kraft gleich der Hand. Und dann fragt Gott nur die Kraft. Und mir ist eine Verse auch in Psalm 119, Vers 18 sehr viel wert geworden, wo das sagt, merk mir die Augen auf, dass ich die Wunder in den Gesetz sein kann. Merk mir die Augen auf. Der findet wir gleich mal unsere Augen taub bleiben, dass wir wirklich diese Dinge zu sein kriegen. Aber wenn wir Gott fragen und da am Herr wird uns die Augen aufmerken, und wenn wir segnen wollen, dann nur, das ist in der ersten Vers in Kolosser 3 geschrieben wird. Also das soll wir immer ans Gebet merken. Merkt an die Augen auf, dass ich die Wunder in den Gesetz sein kann. In Vers 20 im Psalm 119 sagt, mein ständiges Verlangen nach den Gesetz als stark genug, mir das Hort zu brechen. Ist das stark genug, ans Hort zu brechen? Das heilige Wort, das Gesetz von Gott. Und das wird wir brauchen. Wie man ans Hort brechen, wegbrechen von der irdische nach der himmlische gehen. Weil das, was hier ist, das vergeht, das können wir nicht festhalten an, wenn wir dort viel leben und oftmals, aber wir können so fertig sein, das wird uns wahrgenommen. Besonders Reichtum. In Sprüche 23, Vers 5 redet von Reichtum und sagt, Reichtum brauchst du bloß anchecken, dann verschwindet er. Der kriegt Pflichten und Pflichten in der Welt hinein aus dem Udler. Ist das nicht wahr? Oftmals, wenn wir zusammen Geld haben, checken wir immer weg, oder was immer, und dann checken wir das Träger an sich weg, verschwungen. Sonst wir eine Leiche an unseren Pfoten haben. So geht mir das oftmals. Das verschwindet, das bleibt gleich. Wir freuen uns zu sehr, wenn wir uns Paycheck kriegen, in der Eng von unserem Werk, wenn wir es geschafft haben, haben Paycheck, haben uns verdient und fallen uns gut. Aber das verschwindet für uns. Das haben wir gleich heim.
Das sind Dinge von hier beirrt. Da sollen wir nicht festhalten an. Sag ich in Matthäus 6, Vers 19, sammelt ihr nicht Schatze ab beirrt, wo Matten und Ross die abfreten, und die Stähler anbrechen und die stehlen. Ich schaffe mal mit einem Mondtaub, Jahren 3, und vertelle, was an passiert wird. Er die Banken nicht trusten. Er hat nur ein Mann, er hat viel Geld, aber er trust die Banken nicht. Er hat Tüßen ein Safe beschlossen und sagt, hier trust ich dort, hier habe ich dort, da weiß ich, wo das ist. Und das wird ein großes Geld, was er dann gehabt hat. Und auf einmal eine Zeit, dann verteilt er mit, was an passiert wird, sein Geld hat seinem Fuß gestohlen. Und er weiß nicht, wo das geblieben wird. Er hat gesagt, er hat eine einzige Kombination, zu das Safe, wo er das Geld dann beschlossen hat, und da wird somebody beigekommen, hat ihm das Fuß gestohlen. Das haben wir hier, das bleibt gleich, das sind das Wort, wenn wir glauben, wir sind sicher, wo wir das haben und was wir tun damit, wurde das Fuß gestohlen. Du willst nicht Schatz hier bei ihr merken, wo das Fuß gestohlen, oder Rast, das kann verfreten, oder was immer. Sag, du sammelt den Schatz im Himmel, wo Matten und Rast, die nicht verfreten. Und der Stehler nicht, nur Gruben und Stehlen. Da wird uns nicht Fuß gestohlen worden. Da haben wir sicher sein. Da wird es bestehen bleiben. Für immer, für ewig. Du weißt, wenn wir ein neues Leben haben, in Kolosser 3, Vers 3, trägt und Kolosser 3, sagt, ihr seid gestorben und ihr Leben erst mit Christus in Gott verstärken. Wahrscheinlich ist das nicht. Das verstärken, nicht wahr? Und das wird Gott will haben, was wir sollen tun. Nicht, dass wir in Kolosser 3, Vers 4 von lesen, wo es geschrieben von der sittlichen Natur, Hühlerie, Unreinigkeit, Sittlichkeit, Leidenschaften, böse Last und Jits. Dann sagt er in Kolosser 3, Vers 6, wie es groß werden so wird, was Gott in euer Eber die kommen, die nicht gehorchen. In den Ebergono Vers 8 sagt er, aber nu leicht so wat auch alles auf. Sich euren, gralen, dat meint es andere Proben schlechter andonen, schlecht zennen, spotten, niederträchtig en beleidigende Wied uit je Mühl. Dat zal wir aufleihen. Sag, nu leicht so wat alles auf. Und das redet die Christen, sondern was die Christus gekommen sind. Was die nie Geburt erfahren haben. Wenn wir nur mit Christus von dort abgestoßen sind, dann sollen wir leben dort, was Gott will haben. Hebräer 10, Vers 24 sagt, weil wir taub holen und uns untereinander ansparen, tam uns Gott senden und gute Werke tun. Also mit all dat taub noch sollen wir uns Gott senden, Leib beweisen und gute Werke tun. Nicht, dass die Werke uns seilig mehr antun. Hier sagen wir auch, wo das von geschrieben wird, dass die Christen, was da all sind, seilig sind. Weil dann gute Werke tun und uns Gott senden, Leib beweisen einer zu den anderen. Und das sind himmlische Schatzen, die da bleiben. In Epheser 2, Vers 10 sagt er, dadurch, dass wir mit Christus Jesus verbunden sind, hat Gott uns nie geschaffen. In einen Stein versagt, dass wir Gott tun kennen. Nu sollen wir auch tun leben. Ich habe wiederholt hier, wo Gott will haben, wo wir leben sollen. Wo er uns hat erschaffen, nie erschaffen. Kolosser 3, Vers 9 sagt, ich dort nicht untereinander liegen. Die haben den Olet Eck mit seiner bösen Natur und Werken aufgelegt. Hier schreibt es von untereinander liegen. Viele Menschen ist das sehr leicht, unter dem Pferd zu liegen. Ein großer Part von den Menschen in der Welt, die nennen sich Christen,
Sie sagen, sie sind Christen, sind nie geboren. Über viel von denen haben es selbst teilgestohlen, sie sind viel weg von somebody hier, und was er gelesen hat auf einer steht, dass über der Hälfte von denen, was sie Christen antun, dass in der Tauschstone, dass sie leicht leben leiden, freiwillig leben. Von der Camp, wo sie ein bisschen gefahren waren, kommen, was sie glauben, dann etwas verlegen. Da denken sie nicht zweimal über. Bloß legen. Auf Englisch sagen sie eins, das ist a little white lie. Das sind das ein kleiner Lie sind, ein großer Lie sind, legen als legen. Das ist Wahrheit. Und ich glaube, damit wir uns auch auf ihrem verbewahren, dass wir nicht die Wahrheit reden dürfen. Das die Schrift sei ihrens und Gott gleich nicht, wenn wir die Wahrheit leben, mit vertalen dürfen. In Offenbarung 21, Vers 8 sagt es, der verzehrte über in der Angelebende, in der Abschäselige, in Mörder, in Hyra, in Sobra, in Aufjäter deiner, in alle Leer, worin ihren Platz in Viersei haben, der mit Schwefelblit brennt, das ist das für der Tod. Also der Hall. Wenn wir frei bei uns leben, dann wollen wir nicht einen Platz im Himmel haben. Also wir sollen bei der Wahrheit bleiben. Denn wenn wir in Christus sind, dann soll uns das ganz gerne in der Tür sein, zu leben. In war in Kolosser 3, Vers 10 sagt er, und die haben eine neue Natur angenommen, der immer Dollar nur den leckend, der jüngst gemerkt hat. Dass wir uns immer Dollar in Gott lecken, was uns gemerkt haben. Und das passiert nicht rein kurz, wenn wir in Christus kommen und wir nie geboren worden, das passiert geholler kurz, dass wir dann alle kurz vorig und taub haben. Das hat mit der Zeit, so als wir Segen da, das ist in der ersten Vers reden, von wie man Segen oder das Himmlische. Segen, aber er uns Weisheit geben, dann wollen wir teilnehmen mit der Zeit. Ich doch an die Menschen in der Bibel, wo wir von lesen, im Neuen Testament, besonders in der Apostelgeschichte von der Aposteln, die in Christus wären, da können wir ein Stück zurück davon hören, wo der Jesus verloren hat. Als Jesus festgenommen wird, hat seine Jünger mit angehört von der besten Zeit und entgelehrt, aber als er darauf ankam, dass sie sollen für Jesus stehen, dann rennen sie alle Wachen verleiten Jesus. Dann werden sie nach auf das Irdische. Und sie verleiten am Rennen alle. Petrus sagt, das sind dann vor, ich will bei dir bleiben, aber nicht mein Leben kosten wird. Aber danach verleiht er am auch. Dann haben sie noch nicht die himmlische Kraft von boven. Und was für ein großer Unterschied ist das von dann bis Lothar, als die den Heiligen Geist kriegen, dass die mit der Kraft gefällt werden. Und stutz je Lothar nur Pfingsten, als Petrus und Johannes im Tempel gehen in Israel, am zu beten, begegnen sie da ein lummer Mensch, der da also wie 40 Jahre alt war und für Jahre einmal, was sie da hatten, einen Put gebracht hat und einen Haak gebracht, wo er brauchen für sein Haben Geld, für was am Fehlen zum Leben. Und Petrus und Johannes, da hatten nicht Geld mehr ernt, sie sehen nur, die können ernt was anderes geben. Am Heilen. Also die sehen, er soll abstehen im Namen Jesus Christus und er stand ab und wie geheilt. So eine Kraft haben sie nu, was durch ernt anleitet. Und das gibt eine große Arie ab, wenn es dort. Der Fall, das wird da, vielleicht sozusagen wild, was da passiert wird. Dessen Mann kann sie sagen, Gott hat sie da für Jahre einmal gesehen, prachen, nur auf einmal stund er in Hübstram und freut sich wie lastig, was da passiert wird. Er wird geheilt. Und der Priester und der Verste alle, die auch, die wurden sehr doll über was da passiert wird. Und besonders der Petrus und Johannes hat bei erholen, die mitteilen, wo wir es getan haben, mit was von der Kraft, das sie haben durch Jesus Christus seine Kraft getan, den sie gekreuzigt haben.
In der Apostelgeschichte 4, wo wir dort Versen lesen, von Vers 1 an, sagt er, als Petrus und Johannes tam falsch reden deuten, kamen die Priester in der Versta im Tempel, in der Sadduzäer noch an, die werden sehr verdrisslich darüber, dass die Apostel dort falsch lieden und dass die predigen, dass der Todesstag Jesus Christus, dass Jesus abgestoßen wurden. Sie nehmen Petrus und Johannes fast und wie es dort all oben war, stoppten sie an bei Samarias. Also sie wollen hier einen Rutschschluss haben mit dieser Taub, sein, was sie deuten, was sie getan haben. Und wir werden all dadurch, dass Petrus und Johannes da Ram gegangen wären und haben da gepredigt, Gott sein Wort, wären viele Menschen zum Glauben gekommen. Und Vers 4 sagt, über viel von denen, die das Wort hierden, geleibten, in der Soul von der Mann was, bedeutet ungefähr 5000 wären. Also hier in der kurzen Zeit wären die 5000 von ungefähr zum Glauben gekommen. Durch Petrus und Johannes. Und was für ein großer Unterschied von hier nu und dann als Christus gekreuzigt war. Dann hatten sie große Angst, hatten sie Furcht für die Menschen. Weil sie sagen, dass sie Jesus den Fuß nehmen deuten, aber auch als Jesus verlangt, sie sollen wacker bleiben, weil sie anfangen zu beten, sie wollen ein bisschen beten, und früher sie wollen wacker bleiben, die Zeit, was sie ging beten. Und auf wie lange kam Jesus rein und sagte, da werden sie angeschlagen. Da kann ich mal durch ein Stutzchen werken mit einem Taub. Und jetzt ist so Grundzeit, ein bisschen ut, dass sie werden angeschlagen. Und dann kann weiter beten, bald haben wir weiter drehen, schleppen sie weiter. Kriegst du da wie aufmal, wie schlupen an? Wir blieben nicht wacker, lange genug. Was das wir wollen sollen. Und dann sagt er, am nächsten Tag versammeln ihre Lehrer und Ältester und Schriftgelehrte sich mit ihnen, Hannas, den hohen Priester, und Caiaphas und Johannes und Alexander. Und wer in Jerusalem saß noch von der hohen Priesterfamilie stammt. Also das wird eine große Gruppe Lehrerschaft, die hier taubkam, am Rutschluss zu haben mit sein, was sie mit Petrus und Johannes wollen tun. Und sie bleiben da wegen Raum. Sie reden gleich, dass sie stehen, wachran von dir. Und sagt er, dann leiten sie sich Petrus und Johannes anbringen und Frauen an. Durch was für eine Kraft oder was für einen Namen tut ihr das? Dann sagt Petrus, voll von Heiligen Geist, an. Die Falschlehrer in Ältester in Israel. Mag ihr das hier, was Petrus in der Eier hat sagen, der schrift hier, er wird von Heiligen Geist gefällt. Er bekräftigt, hat hier nie Kraft. Und er antwortet, wenn wir von dort gute Werk sollen Rechenschaft geben, wodurch das Mann es gesund geworden, will sie früher an, sie sagen, dass da was passiert wird, und hier das auch, dann werden sie nicht schuldig, durch was von der Kraft hat ihr das getan. Und sie sehen nicht, dass das wieder durch unsere Kraft. Er sagt, wenn wir sollen Rechenschaft geben, für was wir getan haben, dann sollt ihr alle, und auch alle Menschen in Israel wissen, dass durch Jesus Christus von Nazareth seinen Namen, den je gekreuzigten, in den Gott von dort abwirkt, steht das Mann hier fertig und gesund. Also mit viel Kraft, dann sie da antworten. Und beschuldigen ihn sogar der Lehrerschaft. Und da war denke ich, dass Jesus gekreuzigt wird, dass er gestorben wird, haben die Apostel, die Jünger aller Weichen, beschlossen sich mit Angst. Hatten Angst, was wird passieren. Hier, was sie hier in Frauen tun, was passiert ist, durch was von der Kraft sie getan haben, werden sie ganz mit den Heiligen Geist gefällt sehen, von Jesus Christus, den je gekreuzigt haben. Beschuldigt er ihn danach sogar. Durch die Kraft steht das Mann hier nie Sünd verjüngt. In der Lehrerschaft, die hatten
hatten Angst, dat wird wiedergehen mit dat Wort, das hat verspreit wie du all, dat karte Stautzje, wo Petrus und Johannes da gegangen wären. Und sie raubten an und verbauten an, jemals in Jesus sein Namen zu reden oder zu lehren. Also das ist sehr streng verboten. Sie hatten keine Freiheit mehr, von dessen Jesus sein Namen zu reden und von denen zu lehren. Aber Petrus und Johannes sagen, recht für uns selbst, auf dort in Gott seine Augen reicht es, dort wir mehr an den Jüngern horchen als nur Gott. Und das ist der nächste Vers, gleich, wir können nicht anders. Sie können nicht mal anders. Wenn sie auch nach Wellen sagt, wir können nicht anders, als davon reden, was wir gehört und gesehen haben. Dann sollen wir uns vielleicht auch fragen, können wir anders? Können wir anders als davon reden? Und dann, was ist, wer uns fragen wird, wer wir sind, wo der Gott von der Kraft wie leben und vertalen, Gott sein Wort mitteilen, dann soll wir auch sein, wir können nicht anders, als dort, wo wir von gehört haben, mit Gott sein heiliges Wort. Wir werden nicht persönlich sagen, was da passiert ist, dass die Apostel wären gewesen, sie haben nicht gesehen und gehört. Sie können nicht anders als davon reden. Das ist ein Recht für uns alles, dass dort reich ist. Und hier wird eine neue Kraft in der Band, was der ich entschälen wird. Und als sie losgelassen haben, sie leiten mit der Zeit los, leiten gehen, und Petrus und Johannes gingen raus und vertalten der Lieder, was mit ihnen passiert wird, dass die Lehrerschaft hat verboten, von Jesus Christus zu lehren und so weiter. Und wenn ihr weiß, ist das hier geschrieben, dass so viel zum Glauben gekommen wären, sie waren sich einig, sie wollen eine Gebetsstunde anstellen. Sie wollen beten für Petrus und Johannes, dass die wollen Gott sein Wort treu verspreiten, predigen, und dass Gott wird viel Wunder kann tun durch ihn. Und als sie das haben sie eine Gebetsstunde. Dann sagt er in Vers 31, Apostelgeschichte 4, Vers 31, und als sie gebet haben, schert der Platz, wo sie kommen. Wo sie gekommen werden. Und sie werden alle voll von Heiligen Geist und predigen brav Gott sein Wort. Mit Kraft von den Heiligen Geist werden sie weiter gefällt. Ich kann nicht verstehen, was gewesen sein, dass die ihr sogar geschert haben. Mit der Kraft, als sie beten, durch so ein Glauben, werden sie hier. Mit einem nicht Glauben, viel von denen, die zum Glauben gekommen werden, die beten für Petrus und Johannes, dass er mit durch Antwort viel kann tun, viel Wunder kann tun und Teken tun kann. Und Luther, wenn wir in Apostelgeschichte 5 nennt hier, und da kann auch sein, wo ja, vielleicht hast du noch sogar, ich weiß nicht mehr, was sogar noch, vielleicht noch ein Kapitel 4 ist. Da redet von, wo der Lied, wo vertieft, wo Jahre will haben, dass Petrus und Johannes sollen auch heilen. Sie brachten sogar Lahme, Kranke in ihre Matratzen abgegossen ab, dass wenn Petrus feins wurde vorbeigehen, dass denen sie Schatten würden ewig entgehen, dass sie würden geheilt werden dadurch. So ein Glauben hatten sie, so einen starken Glauben hatten sie von diesen Petrus und Johannes. Weil sie hatten ja erfahren, was da passiert wäre. Dann sagte er, dass wir einen Raum von alle wegen Raum, die Menschen brachten Lumen, Kranke, nur und sie waren alle geheilt. Keiner wird ausgeladen. Und das ist der Schein. Das ist das Leben durch Christus. Und da sollen wir uns auch verloren. Deswegen ist es so wichtig und nötig, dass wir uns Leben durch Christus und in Christus haben. Wo die Kraft zu haben ist, wo wir die Kraft auch kriegen. Und ich glaube ganz klar, dass Gott, der braucht nicht die Menschen alle ab denselben Weg, dass die hier Petrus und Johannes brauchen, dass die heilen, dass das Mann bloß sein, abstehen und gehen. Was so lange eine Lebenszeit, wie sie geboren, so lange Lohn gewesen wäre. Aber wo immer Gott uns brauchen will, wir sollen uns Hand geben und wollen uns dann uns zu lassen, brauchen von ihm. Ich denke besonders schon an uns nu, dass wir nur der kommende Zeit, was wir in Bolivia fahren, uns zu lassen brauchen von den Herren.
Ich weiß nicht, was Gott da tun durch uns. Und ich weiß bei so viel, ich habe meine Gedanken noch oftmals hier bei ihr. Die Not oder Temp, die Angst hat mir dafür. Aber irgendeine Zeit, ich habe mit Angst. Dann weiß ich nicht, was ich soll, was ich aber nicht soll. Und der Feind prüft dann verschiedene Dinge anzubilden. Weil wir haben unsere Dinge, wir denken noch hier auf Erden. Besonders ich rede von mir selbst. Aber ich habe einmal das Beispiel gegeben von anzulauten Brücken von Gott. Das ist ein bisschen so, wenn wir mal sagen, wenn hier in Form will wässern. Und was braucht das dann, wenn ja nicht vielleicht will, ein bisschen Land wässern? Dann leihen sie die Wasserpipes, leihen sie die aus, ganz bitte ein, und dann können sie da wässern. Aber wenn wir nun mal gehen und da ein bisschen Ruhe rüht, dann würde das gleich bei einschälen. Dann denke ich einmal so, wenn ich kann das bitte Ruhe sein, bloß das Butter kann mit Jan schälen, das Leben die Butter, von Gott sein Wort. Wenn wir nicht da reinstehen, Bürger als Verbrücken, dann kann das nicht passieren. Ich muss mal ein Bildnis mehr, und ich das besser begreifen kann oder verstehen kann. Aber es ist dort Leute, das sich brauchen. Sie stünde an für Jesus Christus. Und dann wieder in Kolosser 3, Vers 13 sagt es, verdreht einer den anderen und verjeft untereinander, wenn wir eine Klau gegen den anderen haben, so als der Herr jün verjeft hat, so muss die auch vergeben. Das ist Petrus und Johannes und alle anderen Jünger aus der Jesus verlegen deuten und wachran deuten und Leuten haben du allein, dass sie am Kreuzchen deuten. Er beschuldigt ihn gleich Lothar aus heute Nacht, was sie beschlossen werden, alle taub werden nicht Angst, sie haben beschlossen, dass Jesus sich abgestohlen wird, heim werden und dann hat sie Frieden mitgehend. Er braucht Frieden wegen. Er sagt euch, was hat die letzte Zeit gewollt, wie wir bleiben, wenn es ans Leben kosten. Und wo bleiben wir? Sag ich, als der Produkt heim, wo wir an den Fehlen deuten, wie ihr alle wachgerannt. Was happened? Wo wir? Er sagt euch, er kann was dann an, sagt Frieden mitgehend. Er braucht Frieden wegen. Und auch sogar, als er gekriegt sich wieder am Krieg, er sagt, Futter verjagt an, dann so weit nicht, was sie tun. Und wie das passiert, wie als unsere Sünden, kriegst du Gott aus der Zeit, was am Kriegchen deuten, wo er sagt, verjagt an Futter. Und so sagt er von der unter uns, verjagt an. Er betet für uns, eine reiche Sieg wie Gott. So dass Gott uns verjeft hat, so müssen wir uns untereinander auch vergeben. Wir holen oftmals, was wir den nächsten holen. Ich kann das nicht vergeben. Wird nicht vergeten. Und dann sagt er, aber alles sieht leibtulich. Das braucht Leib, sodass alles zu einer vollkommenen Einigkeit verbunden wird. Und durch Christus sein Frieden in den Herzen regieren. Also Christus sein Frieden in das Herzen regieren. Gott hat uns dazu gewählt, seine Frieden zu haben, als Glieder in einen Körper. Und sie dankbar. Auch dankbar sein, dafür geht wie so oft von. Wenn Gott uns gesehen hat, geholfen hat, auf verschiedene Wege, dann haben wir nicht still und danken. Für jeden davon. Aber wir sollen dankbar sein. In Kolosser 3, Vers 16 sagt er, Laut Christus sein Wort rechtlich manchmal wohnen. Was immer wir tun, wo wir sind, von was wir reden tun, laut sein Wort rechtlich manchmal wohnen. Belehrt und halbt einer den anderen. In aller Weisheit, singt von einem dankbaren Hort, Psalmen und geistliche Lieder, Gott zu ehren. Vers 17 sagt, in alles, wenn es dann kommt, sagt, in alles, was je sagen und tun unseren Herrn Jesus Christus sie Namen, der ich dank Gott, unseren Vater. Also alles, was wir sagen, unser Vertal, von was wir reden tun, das sollen wir in Christus tun. In Kolosser 3, Vers 23, der 23. Vers, wenn wir übergehen, sagt er, alles, was je tun
dort vom Horten. Jeden aus für Gott. Und nicht für Menschen. Auf viele Stellen redet von, was wir den Nächsten sollen tun, wo wir den Nächsten sollen leben. Und denken lieber an die als an uns selbst und alles. Wo hier sagt, dass wir sollen das für Gott tun. Und nicht für Menschen. Hauptsächlich für unseren Gott soll wir das tun. Also unsere Bier, was wir vertalen tun. Wenn wir vertalen tun, wenn wir eins vertauchen mit Freunden, na was hielt sich dort? Hielt sich das, wenn wir von den Herren vertalen tun? Oder unsere Worte, die was wir tun? Das sagt dort alles in das Herren sie Namen. Kann der uns davon, wenn die Menschen uns beobachten tun? Das meiste mit hier, wenn ein Menschen taub ist, wenn er lang genug bei der taub ist, was der Fall von sind. Und er braucht einmal recht lang mit der taub sitzen, dann kann er hören, von was der Fall sind. Was der Fall von himmlischen Dingen sind oder irdischen Dingen. Oftmals vertellen sie, was sie geplant haben, wo sie wollen recht worden. Ich weiß nicht, wieso mir einmal Reichtum dann kommt. Weil es viele Menschen die Bühne ab Reichtum. In Sprüche 3, Vers 6 sagt, denkt an arm in alles, was du tust. Denkt an arm in alles, was du tust. Und er wird dir den rechten Weg weisen. Also er wird uns den rechten Weg weisen. Wie weiten wir den rechten Weg? Wie wird uns als weiten den rechten Weg durch? Wie kann ich mal den rechten Weg finden, wenn wir unsere eine Kraft tun? Vers 7 sagt, hol dich nicht selbst verwehrt. Fürcht den Herrn und bleib weich von was schlecht ist. Dort wird für deine Körper gesund sein. Und wird deine Knirkes stark holen. Also das ist sogar eine gute Medizin für uns Körper und für unsere Knirkes. Wenn wir das nur folgen tun. In Kolosser 2, Vers 7 sagt es, sieht in am festgewartelt, in abgebüht, und fast im Glauben, so als je gelehrt sind. Und sieht sehr dankbar. Also wir weten nicht, wenn ein Baum eins versteht, der ist festgewartelt, das ist schwer in Uterin. Wenn der erste Wartel in die Erde fast hat. Und so soll wir festgewartelt sein in Arm. Das heißt, sieht festgewartelt und abgebüht. Und fast im Glauben. Der Glauben hat auch viel zu sein. Im Glauben wandern. So als die gelehrt sind. Und dann sieht sehr dankbar. Und dann redet von der Gerechte im Psalm 92, Vers 14, sagt er, die sind im Herrn sein Haus geplant und worden in Gott seine Verhef greinen. Das ist ein Baum, der bei jedem Butter geplant ist. Der bläht aber die Grein, so wie in Gott, ab Gott sein Hof. Und dann sagt er, die worden noch in den alten Jahren Frucht tragen. Ich glaube, hier bin als keiner, was wir tauschen tun, es soll alt sein. Das heißt, die wurden in den alten Jahren Frucht tragen und wurden frisch in einem Blegen blieben. Also wir waren nicht ab hier mit Blegen, wir waren im Blegen blieben. Daran ist es zu sein, dass der Herr gerecht und aufrichtig ist. Bei an stu ich sicher. Mobi arm, stu ich sicher. Und in arm ist nicht Gerechtigkeit. Erste Petrus 2, Vers 11 sagt, liebste Freund, die sind hier fremd und reisen hier bloß durch, weil es wirkliche Tüß im Himmel ist. Deswegen ber ich jünt, holt jünt frei von der böse Last in dieser Welt. Da ist nicht verjünt. Das ist nicht verjünt. Willst die Last, die will jene Säulen zu Grund bringen.
Sieht vorsichtig, dass die Jünd man können anbekehrte Nobasch gescheit benehmen, sodass, wenn sie Jünd auf Verdacht haben, und Jünd uns eingereicht stapeln, sie doch Gott worden loben machen für jüne gute Werken, wenn Jesus Christus kommen wird. Also wir können das hier in uns beobachten von den Weltmenschen. Und einer hört das oftmals von den, und hören das von beide die Christen beobachten dann. Wenn die eins wollen, was Arrecht tun, dann fühlt sein, so, das ist ein Christ. Wenn das ein Christ ist, du willst nichts mehr zu tun haben, so ein Leben ist der Hafen, so ein Fatal ist der Hafen. Das sagt hier, wenn wir uns auf einmal wollen, Arrecht stapeln, und uns lang genug wollen beobachten, dass sie doch wollen mal ansehen, dass das ein Christ ist, der Hafen ein anderes Leben, Hafen ein anderes Fatal. Dass sie dort wollen kann sein, in wem wir sind. In Philippa 4, Vers 8 sagt er, dann zu Gott, Latsbrüder, was Wahrheit ist, was zum Achten ist, was gerecht ist, was rein ist, was leiftulich ist, was einen guten Raub hat, was gute Ehrschaften hat, was zu loben ist, damit geeft Gott auf in jene Gedanken. Also all das Gute wurde von geschrieben, dass du soll wir uns mal aufgeben. Und unsere Gedanken sollen dort sein. Und das ist mein Gebet für uns alle, dass wir so möchten leben, für Gott in Menschen, dass das kann sein, dass wir sind in Christus. Wir sind nicht happy. Wir segnen dort, was boven ist. So ist das in Kolosser 3, Vers 1 geschrieben steht. Segne dort, was boven ist. Und denkt an dort, was boven ist, nicht an dort, was happy ist. Das, was hier happy ist, dort will uns nicht bringen. In Matthäus 6, Vers 33, eine sehr bekannte Vers sagt auch, aber seht das erste nur Gott sein Recht und nur seine Gerechtigkeit, da wo ihr das andere auch alle kriegen, also alles, was uns fehlen in dem Leben. Wenn wir in seine Recht wollen, segnen und trachten, in seine Gerechtigkeit. Und das ist mein Wunsch auch für uns alle, dass wir, wenn wir hier auf Erden sind, dass wir so leben wollen und ein Zeichen sind für Jesus Christus in uns Leben und auch zu sein ist, wer wir sind und für wem wir stehen. Wir haben noch beten. Großer himmlischer Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für dein Wort, was wir von der Samarias haben können lesen. Und dass wir so viel auf so vielen Städten können lesen von dir, von wo Gott du bist und wo leiftulich du bist zu uns. Und dass du was handelt. Wir sollen so leben, als du was handelt, wie uns immer alle sollen nur dir liegen. Ich danke dir, Herr, dass du was uns brauchen, so eine einfache Menschen, als wir sind, dass du uns was brauchen, Herr, für dein Werk, für alles, was hier auf jeden Fall zu tun. Nicht, dass du uns brauchen, was du weißt, dass wir können in diesem Wienburg schaffen, Herr, mit unseren Brüdern und Schwestern taub. Und ich danke dir, dass du uns hast gerufen, du taub. Ich bete, Herr, dass wir uns nicht möchten festhalten hier auf Erde und verschiedene Dinge, was nutzlos sind, was vergehen tun, was bloß andere am Schaden tun. Ich bete, dass wir möchten wegbleiben davon und einmal in der Wahrheit leben, in der Dien Wort checken, und uns Dien Wort verloren, und unsere Gedanken boven haben im Himmel, wo du bist, Herr. Und ich danke dir noch einmal, Herr, für was du uns von dir gesagt hast. In dem Namen bete ich mit Danksagung. Amen.